Lief Nolauustra, de Christoph Hansen anch begrüßen ich ganz herzlich für unsere Mission aus dem Europaparlament. Wir schwätzen vu Bresel an hun desideiert für die Plenarsitzung an de Parlamentsgebäier zu sehen. Wir regretieren mit vielen anderen Deputierten, dat der Präsident vom Parlament desideiert für Deputierten vom Parlament wäsch zu halen, an die Plenarsitzung ganz online zu machen. Das Europaparlament muss selbst wie all die anderen National- und Regionalparlamente an Europa weiter funktionieren können. Demokratie verlangt das. Wir wollten hier in diesem Kontext direkt am Anfang uns absolut Überzeugung mitteilen. Christoph, du, wie siehst du es? Ja, ich meine effektiv, Isabel, das wichtig, dass wir auch als Mandat holen, also wir haben ein Mandat vom europäischen Wähler, vom Lützeburger Wähler kriegt, für die Anterenheit zu vertreten. Das ist natürlich eine ganz schwierige Zeit. Wir können noch nicht all Dossier effektiv schaffen. Ich meine, das ist wichtig, dass wir uns auf das legislativ konzentrieren und vielleicht auch die eine oder andere Resolution nicht machen, die nicht unbedingt müssen, weil das effektiv mehr schwer so zu funktionieren, wie es normal ist. Wir bringen das fertig, wir sitzen halt 2 Meter auseinander, du nur die meist Maske und das kann auch an den anderen Seil sind, soll ihn da just an die Seil kommen, wann ihn Ton de Parole hört. Ich meine, das ist wichtig, dass er noch physisch präsent ist, dass er sich auch physisch kann innehalten, weil das aber etwas anderes. Und ich meine, das ist besonders an dieser Zeit wichtig. Wir sehen auch, dass all die anderen Parlamente funktionieren so, dass das demokratisch Grundrecht und eine Grundpflicht. Und dann muss man aber auch gucken, es sind alle Buschauffeur, alle Infirmiere, die müssen auch, alle Käsier, muss auch all da auf den Arbeitsplatz gehen. Wie weit sollen wir das nicht können machen oder müssen machen? Ich verstehe, dass verschiedene Leute Restriktionen haben, dass sie vielleicht nicht so einfach auf Bresel kommen im Moment. Das ist schön gut. Die muss ja dann noch nicht hinkommen, mehr für die Recht. Also dann verantwortlich von diesem Präsident, das Parlament eigentlich de facto zu machen. Das ist unakzeptabel. Da müssen wir auch gucken, dass wir weiter Druck machen, für das wir unter die Konditionen so normal wie möglich können schaffen. Wir teilen absolut dieselbe Meinung. Und der nächste Punkt, den ich dann wollte, geht am Anfang auch nach immer wenig an die Richtung. Wir haben an dieser Parlamentssession über den Impact von den Covid-19-Maßnahmen auf unsere Demokratien debattiert. Es ist evident, dass Maßnahmen müssen geholt gehen. Und es sind keine einfachen Maßnahmen. Also sie noch klar und als fundamentale Rechte rund. Wie kann den am Anfang an einer Gesellschaft wie unser eine mehr Freiheit ausschränken, wie das den Verboten kriegt, sich frei zu bewegen? Auch als das am Anfang aber eine von den Hauptmaßnahmen, die ganz Europa geholt gehen ist. Wir wollen die Maßnahmen eben uns Fundamente gehen, müssen die Regierungen an das unbedingt dafür sorgen, dass die Maßnahmen, von denen sie dann überzeugt sind, dass die Maßnahmen auf voller Transparenz geholt gehen. Das Parlament, das sich können äußern, sowohl über die Notwendigkeit wie über die Proportionalität von den Maßnahmen, an das debattiert wird. Regierungen, ganz viel Macht, sie dürfen sie nicht missbrauchen. Sie dürfen auch nicht, ob das aus Kommunitätsgründen oder aus sozialen Gründen, Decisionen, die über das Parlament müssten geholt gehen, sie dürfen nicht von dieser Zeit profitieren, für diese Decisionen dann über Reglementer zu holen, die ihnen dann am Anfang auch ins Parlament zu kommen. Das ist wichtig, sowohl für den Rechtsstaat nicht außer Kraft zu setzen, wie aber auch für die Information vom Bürger. Weil durch den Debat am Parlament gelingt die kontroverse Auseinandersetzung, die dann entsteht, gelingt die an die Öffentlichkeit und Medien, an Journalisten, an die dann auch an die Bürger. Und schließlich geht es an letzter Instanz genau darum, dass der Bürger informiert ist. Aber wir von den Bürgern verlangen wollen, dass sie Sachen akzeptieren, die sie sonst nie geben akzeptieren, dann muss in den Bürger echt holen, an ihnen an aller Transparenz einfach Vorrecht sagen. Schlussendlich, also der Vorrecht, wo du könnt, für das Vertrauen vom Bürger zu haben. An unsere Demokratie leben ganz einfach vom Rechtsstaat auf von der Vorrecht. Bon, und das erlaubt man dann auch die ganz natürliche Transition zu dem nächsten Thema, was am Europaparlament an dieser Plenarsitzung debattiert ging, das ist das von den amerikanischen Wahlen. Und das Resultat bringt ja einen Wechsel vom Präsident. Zu unserem Verständnis von Demokratie gehören Wechseln dazu. Bon, ich will auf diesem Punkt nicht zu viel dran angehen, das scheint mir viel echter mit interner amerikanischer Politik zu dienen haben.
Mich will aber einer Sache ganz klar auf vier streichen. Der Wirsel an Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten lässt uns erhoffen, dass Relationen mit Europa besser werden gehen. Wir haben immer bedauert, dass Präsident Trump Positionen angeholt hat, die gegen die starke Europäische Union gegangen sind. Und Christoph, das ist dein Thema, den Brexit zu nennen, den hier wirklich befürwortet hat. Dann hat hier auch oft Party geholfen, ungarischen oder polnischen Politiker, die öfters Positionen anholen, die am Anfang gegen fundamentale Rechte an Europa gehen und die auch ganz euroskeptisch sind. Ein anderer Punkt, den ich will auf vier streichen, ist die Notwendigkeit von einem Land wie Amerika, sich dem Multilateralismus zuzuschreiben. Es kann in einem Land, kann einfach nicht einem Land wie Amerika egal sein, was an der Welt geschieht, wie die Welt sich entwickelt. Wenn Amerika sich aus der internationalen Szene rauszieht, verliert Europa einen Partner, auf den wir am Anfang aber nicht verzichten können. Das ist aber das, was geschieht ist. Und da hat also am Anfang auch ein Lach entstanden, wo China angefangen hat, sich breit zu machen. Und das ist auch kein Moment an unserem Interesse. Wir brauchen an den internationalen Instanzen Partner, die uns Verständnis von Demokratie teilen und hauptsächlich uns Verständnis von den Menschenrechten teilen. Und dann, den letzten ganz starken Punkt, wir brauchen in Amerika, was schützen vom Klima wirklich echt hält. Und dafür begrüßen wir auch, dass Joe Biden die klare Aussage gemacht hat, dass hier in Amerika zurück an Pariser Akkorden zum Klimaschutz zurückbringen darf. Ihr könnt euch also vorstellen, dass wenigstens all diese Punkte den Interesse von der Europäischen Union, von der Influenz von demokratischen und Menschenrechtsnormen im internationalen Niveau und auch am Interesse von der Protektion von unserem Planeten, das Europaparlament am Funkroll ganz breit das Resultat von diesen amerikanischen Wahlen begrüßt hat. Ich meine, du mit, Christoph. Ja, effektiv de Wahl von Joe Biden stimmt als positiv. Du hast gesagt, den Klimaakcord von Paris, wo den Donald Trump rausgegangen ist, hoffen wir, dass die Amerikaner zurückkommen. Aber das sind noch eine ganz andere internationale Organisationen, die Weltgesundheitsorganisation, aber auch die Welthandelsorganisation, wo die Amerikaner die letzte Zeit viel blockiert haben, wo sie auch neue Jugen nominieren, für das Hauptorgan d'Appell auch richtig funktionieren kann. Da hoffen wir darauf, wir hoffen generell auf ein besser Zusammenarbeit mit den Amerikanern, aber trotzdem wird es nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Ganz sicher nicht. Denn Joe Biden hat doch noch viele Hausaufgaben daheim zu machen, notamment die Splickung von der Gesellschaft zu stoppen, nicht nur politisch zwischen Demokraten und Republikanern, aber auch zwischen Schwarz und Weiß. Ich meine, das ist eine von den nächsten Herausforderungen, die muss gelingen, und dann natürlich die Pandemie und die wirtschaftliche Situation als auch die Hauptchallenge. Da denke ich nicht, dass die ersten Wochen am Ende seg Energie werden Doranner investieren nach Richtung zurückkommen und dann als Handelstensionen, die man hunn, die se auch teilweise berechtigt, wenn man hunn effektiv illegal Subsidien und Airbus in der Europäischen Union bezuelt, sie hun illegal Subsidien und den Boeing gin an dat Sache, wo man eng Konfrontation hunn, da muss man aber auch in den Verhandlungstisch kommen und die Sache regeln. Und wir sind zuversichtlich, dass man den Joe Biden besser wird gehen, wie das man den Donald Trump möglich war. Muss ich unbedingt hoffen, dass die Polarisation von der amerikanischen Gesellschaft, dass die sich kalmiert und dass Joe Biden mehr Unität effektiv zwischen den Amerikanern bringt. Voilà. Wir hatten das, worüber dann noch nach dem Budget von der Europäischen Union, den hier ganz scharf diskutiert wird, und noch verhandelt wird, auch mal im Conseil. Und da hat man in einer Sendung schon für Drunenker betont, dass wir da eigentlich nicht gut fanden, dass den Europäischen Ministerrat auf ganz vielen wichtigen Punkten das Budget blockiert zu gehen. Und da war notamment den von der Union de la Santé, von der Gesundheitsunion, die Ursula von der Leyen angekündigt hat, wo das Budget aber das fünffacht vom Conseil gekehrt gouf. Wir haben als Parlament fertiggebracht, das Budget zu verdreifachen. Da sind wir bei ein bisschen über 5 Milliarden für die Gesundheitsunion. Den Conseil wollte 1,7 Milliarden. Das ist ein ganz, ganz großes Victoire vom Europaparlament für die Gesundheitsunion auf die Beine zu kriegen, weil wir gesehen, dass wir sie wirklich brauchen. Das ist ein ganz großes Victoire vom Parlament. Und dann aber auch den Horizon Europe, das ist das Programm, das auch die Recherche in Europa
Europa finanzieren soll. Du hat doch den Conseil de Budget immens zu Summe gestarrt. Wie soll man eng Transition energetik hikre, wie soll man Technologien am Kampf gegen den Klimawandel hikre, wenn man dann auf der anderen Seite Budget dafür kiert zu gehen, das für als unverantwortlich gewesen. Noch du hummer den Budget zurückkriegt, den de Conseil wollte streichen muss 1 Milliard mehr rauskriegt, das heißt hummer eng ander groß Viktoire vom Parlament an dem Budget, weil man brauchen méi Europäisch Union an net Manner für die Krisen, an denen wir aktuell sind, für die Meestadt zu gehen. Und da sind ich ganz zufrieden. Da kommen natürlich Verhandlungen nach an den Trilogverhandlungen mit den anderen Institutionen bei ihnen. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir eine gute Position als Parlament an auch generell als Europäische Union lo werden hunn. Dann wollte ich nach en lechte Punkt schwätzen iwwer da Zeit das so dat den BioNTech ab Pfizer die zwei Giganten am Pharmabereich lo en Impfstoff entwickelt hun, den zu 90% bei den Fällen, wo sie getestet noch wirklich effikaz war. Das extrem positiv Zechen an 40.000 Leute schon getestet, an der das der Prozedur für autorisiert zu gehen. Am Frühjahr soll man dann den Impfstoff auch effektiv hun. Ich meine, das interessiert die meisten von den Leuten. Wie geht das mit der Verteilung? Es gibt im Moment dafür geschwärzt als die Europäische Kommission, und das auch um 14 erstreichen. Die Europäische Kommission hat Verantwortung für die Memberstaaten verholt und hat mit denen dort Giganten verhandelt, für sich Impfstoffe zu sichern. Die Europäische Union wird die 3 Millionen Impfdosen kriegen. Und da gibt es dann einen Verteilungsschlüssel, und da muss man auch ein bisschen nachhaken, für dass man da Detailer kriegen, weil das ja nicht so, weil die Fabrik an die Kompanie an Deutschland lokalisiert, dass das den größten Teil soll in Deutschland gehen, das ist nicht akzeptabel. Und da vergibt der Schlüssel, der Verteilungsschlüssel, den proportionell zu der Bevölkerung von den einzelnen Memberstaaten dann Dosen zur Verfügung stellt. Bei 3 Millionen Impfstoffe wäre dann effektiv so gerechnet, dass Lützeburg 420.000 Dosen kriegen, dass wir für eine Echtimpfung extrem gut, für dass man besonders die vulnerablen Populationen könnten impfen, und dann, wenn der Sommer kommt, kommen doch garantiert andere Produzenten nur die Impfstoff werden haben. Und das heißt, man kriegt eine Situation nur an den Griff, und wir können damit rechnen, dass am März, April die echt große Werk von Impfungen kann stattfinden. Christoph, ich denke, du können wir auch in Europa schauen, weil das aller Transparenz gemerkt gehen, wie das verdeelt wird. Die Kommission war ja an dieser Plenarsitzung am Parlament an Hut hat eine Antwort gestanden für das, was eben hier abischt ist, wie sie soll der Verteilungsschlüssel, wie das gemerkt wird. Und ich muss sagen, dass das aber ganz wichtig ist. Die Leute müssen wissen, dass das transparent geschieht. Und es geschieht halt transparent. Europa kennt du am Fond singen Versprechen noch. An besonders sind noch an die dotte Recherche sind als 3 europäische Fonds auch europäisch Suen geflossen. Das gibt von unseren geringen Kollegen hier im Parlament ganz stark kritisiert, wie die Europäische Union eine Privatfirma gift kofinanzieren. Ich meine, das war in diesem Fall immens wichtig, weil das war etwas, was sie gemacht haben als d'intérêt général, das für die ganze Bevölkerung wichtig. Das wird von den Geringen kritisiert. Ich kann das nicht nur vollziehen, weil wir haben effektiv Resultate, die man eigentlich sonst nicht gehabt hätte, wenn die Europäische Union nicht massiv kofinanziert hätte. Und das ist wichtig für Europa, und über Europa heraus, für die ganze Welt. Ganz genau. Wir überholen als Europäische Union Verantwortung, und das war immens wichtig, und da sind wir optimistisch, dass die Situation eigentlich ab lo nicht mehr besser kann gehen. Du hoffen wir, dass wir die nächste Plenarsitzung, mehr eine normale Plenarsitzung ist, wo dann Deputierten auch willkommen sind an diesem Gebäude, und dass unser Präsident lo nach Decisionen hält, was als Präsenz am Parlament überlangt. Ja, ich meine, der Präsident muss sich auch ein bisschen emanzipieren von seinen Büros. Er schenkt ziemlich eine Marionette von verschiedenen Beamten. Das regretiere ich ganz stark. Und er soll da wirklich gucken, am Ende von der Demokratie zu schaffen, und nicht am Ende von verschiedenen Leuten, die vielleicht die Strippen am Hintergrund wollen sehen. Also es sind viele Leute, die hier am Parlament arbeiten. Also, ich denke, dass die Deputierten auch hinkommen. Voilà. Für allem Deputierten, ja. Merci für das Lauschtern. Merci auch, bis geschwind.